Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Panorama von der Plattform J. Heute mit diesen 2 Themen. Zuerst geht es um Ärger im Ferienparadies Interlaken wegen listigen Dieben und dann noch um ein außergewöhnliches Traditionsfest in Zollikofen mitten auf der Straße. Gartenmöbel werden gestohlen, nach dem Essen wird nicht gezahlt und Inventar wird beschädigt. Solche unschöne Vorfälle häufen sich in Interlaken immer wie mehr. Der Ben Abeckle ist dem nachgegangen. Also wir haben den internationalen Tourismus hier in Interlaken. Man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. Bei uns in Wilderswil, also respektive in Bären, ganz genau genommen, ist das ein bisschen weniger der Fall. Ich erlebe das nicht so, aber es ist richtig, das gehört. Was nicht unbedingt schön ist natürlich, aber es immer mehr gibt. Der Tourismus hat sich auch geändert, der Tagestourismus vor allem. Wir hier haben eher noch so ein bisschen, durch das, dass wir schon 320-jährig sind, ein traditionelles Haus sind, haben wir mehr so ein bisschen die Familien, die eher lang Leute, Gäste, die länger stehen, bleiben über Nacht. Also das ist vielleicht der Unterschied. Also es ist eine Entwicklung. Klar, früher war es anders. Heute, wenn man ein Walking macht, hat man früher das Vertrauen gehabt und hat man erst nachher einkassiert, wenn er gegangen ist am anderen Tag. Aber heute ist es so, dass man, wenn er kommt, den Reisepass verlangt und nachher auch gerade einkassiert. Man muss vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, heute aufmerksamer. Ja. Man sollte wachsam sein, man muss die Mitarbeiter gut informieren und gut schulen natürlich. Wir haben zum Beispiel überall Bewegungsschalter, wo es Licht gibt am Abend, das streckt sicher ab. Und manchmal haben wir über Nacht auch einen Fernsehapparat, der läuft, also imitiert ist, wo jemand das Gefühl hat, wenn er kommt, dass er sieht, da muss wahrscheinlich ein Nachtportier oder jemand dahinter sitzen. Das schreckt alles ein bisschen ab. Es gibt viele Sachen, die man schon ein bisschen vorbeugen kann, dass das vielleicht ein bisschen zurückgeht. Jetzt haben wir auch noch ein paar gute Nachrichten für euch. Nach fast 30 Jahren findet nämlich endlich wieder das Kreiselfest in Zollikofen statt. Meine Kollegin Anina Häusli war vor Ort und konnte mit den Organisatoren reden. Ja, seit wir mit unserer Familie in Zollikofen daheim sind, habe ich immer wieder gehört schwärmen von dem Kreiselfest von 1997. Also dann, wenn ich bei einem Teil dabei war, von Zollikofen Handball und dort ist natürlich die Post abgegangen. Oder? Die 2 Tage, dort ist gefeiert worden mit Musik, also das war noch Disco-Musik, die wir dann hatten, keine Bands, die gespielt haben. Und das ist einfach ein Riesenfest in Kilby. Und das ist eben das, was über die letzten 3 Jahrzehnte immer noch in den Köpfen geblieben ist. Man sollte das wieder mal machen. Im Zusammenhang mit Diskussionen um die neue Belagsgestaltung von der Wernerstrasse ist eben die Idee entstanden, ja, man könnte ja wieder mal einen Anlauf nehmen für das Kreiselfest. Wird aus anderen Parteien im Gemeindeparlament einen Vorstoß gemacht. Der ist vom Gemeinderat positiv aufgenommen worden, Unterstützung zugesagt, aber unter Bedingung, das muss ein privates OK organisieren. Und nehmen wir mit dem Gemeindepräsidenten und dem Öfen Graber, der ein paar Mal schon das Zolli on Stage Musikfestival organisiert hat, sind wir zusammengehockt und haben uns angefangen auszudenken, ob das überhaupt möglich ist und wie es geht. Mit der Zeit sind dann eben immer mehr Leute dazugekommen, bis jetzt, wo wir über 25 Leute in dem OK sehen, alle begeistert von der Idee, wieder so ein Kreiselfest zu machen. Wir haben ein sehr vielfältiges Angebot für die ganze Bevölkerung von Zollikofen. Einerseits mit 2 Konzertbühnen, wo abwechslungsweise eben Konzerte stattfinden. Dann haben wir aber auch ganz grosse Erlebniswelt, Attraktionen für Familien, Kinder, Jugendliche, wirklich für alle gibt es etwas. Und dann auch eine vielseitige Gastronomie mit 16 verschiedenen Food-Angeboten, mit Getränkeständen, Festbahnen, Partyzelten etc. Ja, die grösste Herausforderung ist sicher, dass wir auf der Bernstrasse sind, wo es nie so ein Fest gibt. Also man muss alles mobil aufstellen, organisieren, planen, bestellen. Es gibt keine Erfahrungswerte hier auf der Bernstrasse. Also es ist sicher ein Teil. Der zweite Teil ist, es ist sehr vielseitig. Also ich sage, es ist ein 10'000er Puzzle. Die muss man alle die Puzzleteile am Schluss zusammenbringen. Und sicher ist auch eine Herausforderung die Sicherheit heutzutage, dass man mit den nötigen Massnahmen
die Sicherheit für alle Festbesucher garantieren kann. Erfolg ist sicher dann, wenn man sieht, dass die Leute kommen, dass die Leute Freude haben, dass sich die Leute begegnen, dass die Leute miteinander reden und verweilen und wirklich das Fest so geniessen können, Konzerte mit der Gastronomie und das alles also ohne, wir wollen nicht irgendwelche Zahlen oder so sagen, sondern einfach, dass wir ein Feedback haben, dass die Leute Freude haben, dass es Zollikofen wieder mal ein Dorffest gibt. Das war es also schon mit dem heutigen Panorama von der Plattform J. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie immer findet ihr die vollständigen Beiträge auf www.plattformj.ch oder auch in unserer App. Ich wünsche euch einen schönen Abend und das Wetter gibt es jetzt gleich im Anschluss. Ganz herzlich willkommen zum aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Ein weiterer sonniger und sommerlich warmer Tag haben wir heute gehabt. Und es geht die nächsten Tage auch noch so weiter. Denn die Druckverteilung ist immer noch relativ flach. Wir liegen immer noch unter Hochdruckeinfluss. Und das wird sich auch in den kommenden Tagen noch nicht so schnell ändern. Heisst, wir starten auch am Donnerstag wieder mit viel Sonnenschein, ein paar hohe Wolkenfelder. Morgentemperatur aber weiterhin relativ tief, es ist recht frisch am Morgen. Um die 13 bis etwa 14 Grad. Am Nachmittag haben wir eigentlich dann das gleiche Spiel wie heute am Mittwoch. Viel Sonnenschein, ein paar hohe Wolken, vor allem im Oberland. Bilden sich dann noch ein paar Quellwolken. Das Ganze bei sommerlichen Temperaturen, so um die 26 bis 27 Grad. Dazu haben wir im Mittelland wenig Wind von nördlichen Richtungen. Im Oberland auf den Bergen haben wir dann eher einen mäßigen Nordwestwind und die 0-Grad-Grenze liegt auf etwa 3300 Meter. Die Aussichten die sehen am Freitag noch gleich aus. Hier haben wir es dann ebenfalls so um die 27 Grad, ganz viel Sonnenschein. Am Samstag da starten wir auch noch ziemlich sonnig. Es wird auch noch recht heiß werden, so um die 30 Grad. Dann nähert sich so langsam aber eine Tiefdruckzone. Es wird dann im Laufe des Nachmittags oben dann schon langsam mehr Wolken geben. Es wird dann auch zu Blitz und Donner kommen. Also allgemein wird es dann nass werden. Sonntag dann noch wechselhaft, Wolken, Sonne und ab und zu auch mal noch ein Regenguss ist hier mit dabei. Die Temperatur dann deutlich zurück bei etwa 25 Grad und ab dem Montag beruhigt sich das Wetter dann so langsam wieder. Wird dann wohl nächste Woche schon wieder heiß und trocken werden. Soviel zum aktuellen Wetter. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.